Die Damen und die Herren, herzlich willkommen bei meiner Sendung dem Europa Live-Ticker mit Christoph Hansen. Es ist schon bald 100 Jahre, dass Großbritannien aus der Europäischen Union auch wirtschaftlich raus ist. Sie haben ja eigentlich schon politisch letztes Jahr am Februar die Europäische Union verlost. Da war kein Europadeputierter mehr hier am Europaparlament und auch kein Minister mehr, die am Conseil dabei waren, wenn dort Reunionen der Minister waren. Lo sind wir an der neuen Phase, dem wirtschaftlichen Brexit, rund 100 Jahre, dass der wirtschaftliche Brexit doch stattfand hat. Das heißt, sie sind auch wirtschaftlich ein Drittland, das in einem anderen Zollraum, in einem anderen Marché intérieur ist. Und man muss eben gucken, wie die wirtschaftliche Situation sich evoluiert. Und ich wollte auch einen kleinen Update geben, wie es institutionell ausgesehen. Wie ihr wisst, hat das Europaparlament muss nach geringen Luft für den Akkord gehen, das Handelsaufkommen, was mit Großbritannien erreicht gehen ist. Und das soll diesen April geschehen. Wie hat das Europaparlament das noch nicht gemacht? Aber das ist im Moment eine Applikation transitoire, eine Übergangsphase, wo der Akkord schon in Kraft ist, obwohl er noch nicht aufgestimmt ist. Das müssen wir machen, für einen harten Brexit noch zu verhindern, weil der Akkord also sich ganz spät im Dezember fand ging und da war da technisch nicht mehr möglich, für alles en route zu setzen. Lo gibt den Akkord an noch die ganzen Relationen, die mit Großbritannien haben, viel also gemeinsame Komitee geriert, notamment wenn es zum Beispiel darum geht, wann Lebensmittel an die Europäische Union importiert gehen, und eben noch, wann dann Grenze, die ja eigentlich auch gibt, am irischen Meer zwischen Großbritannien und noch Nordirland. Da muss eben Entscheidungen getroffen gehen und da gibt es notamment auch eine Phase de grâce, die erst 3 Monate sollte so Produkte dann nicht müssen kontrolliert gehen, notamment Lebensmittel, für zu verhindern, dass es Engpässe an den Supermärkten in Nordirland gehen. Das hat Gouvernement unilateralement für Großbritannien verlängert. Die Temps de grâce wird natürlich nicht richtig ist, das müssen den zusammen dezidieren. Wie haben sie das gemacht? Notamment, weil hier technische Systeme, die digitalen Systeme noch nicht bereit waren. Und das ist natürlich für uns als Parlament ein kleiner Affront, muss ich schon sagen. Weil wir haben eigentlich von den Briten erwartet, dass sie sich an den Akkord de Retrait halten, die Sachen notamment Regeln an den Akkord de Retrait, gesagt auch notamment für, dass es keine harte Grenze zwischen Nordirland am Rest von der Insel soll gehen, für zu verhindern, weil wir wissen halt, dass in wirkliche Pulverfass noch immer Nordirland an die rezenten Ausschreitungen an Violenzen, die wir da gesehen haben, Busse, die an Brand gestacht sind, Autos an Brand gestacht sind, und wirklich auch Konfrontationen zwischen der Polizei an den verschiedenen politischen Gruppierungen und Sympathisanten. Das ist natürlich ein Beweis, dass wir alles müssen dran setzen, für die Tensionen so klein wie möglich zu halten. Dort für allem Großbritannien an den Boris Johnson seine Regierung gefragt, für notamment alles, was schon den Akkord, was man schon aufgemacht haben, dass sie da doch wirklich endlich anhalten, dass Entscheidungen just nach gemeinsam getroffen gehen. Und dann haben wir auf alle Fall das gemacht, für die Situation so glimpflich wie möglich aufzuspielen. Das ist natürlich trotzdem einen großen Impact da, auch weil viele Leute so besonders auf der britischen Insel, das hat alles mit dem Covid zu tun. Wir stellen aber fest, dass der Kommerz schon an diesem ersten Semester vom Jahr 41% draufgegangen ist, was Briten an die Europäische Union exportieren. Und noch von unserer Seite gehen 29% Gider Männer an Großbritannien exportiert. Das spielt natürlich besonders dann an den Lebensmittelsektor, aber auch andere, besonders kleine mittelständische Betriebe haben Probleme, weil sie mit den Paparassen nicht ganz eins gehen. Dann ist die am meisten leiden. Wir haben natürlich auch die Fischerei, die betroffen ist, das ist für Lützeburg Männer wichtig, aber trotzdem sind ganz viele Länder an der Europäischen Union, die dafür ganz viel verloren haben. Lo haben wir einen Fonds abgesetzt, justement auch für den Sektoren, die am meisten betroffen sind, zu helfen. Auch Lützeburg kann du rund 100 Millionen kreieren, für notamment den Sektoren zu helfen. Ich denke, du vielleicht auch besonders in eine Luxair, die du viele Abbußen hat, weil sie nicht mehr so regelmäßig zwischen London und Lützeburg fliegen können. Das ist ein Beispiel. Da gibt es aber noch ganz viele andere. Davon muss mir als Lützeburg auch gut anlegen, dass man auch die Suchen
an Urspruch hole fir besonders stehende Sektoren, die lo geleden hunn ze hëllefen. Verschiedene Leute hier im Parlament so aber auch ja die Briten haben sich nicht alles was man aufgemacht und der darf nicht das Parlament dafür stimmen. Ich kann da nicht von null vorzählen, mit trotzdem ist das unverantwortlich. Für was? Das ist unverantwortlich notamment, weil wenn wir den Akkord nicht ratifizieren, dann sind wir in der Situation, wie wenn wir eigentlich gar keinen Akkord hätten. Und da fallen wir wirklich, da kommen wir immer auf den Punkt, wo wir Tarife haben, wo wir auch Quoten für verschiedene Exporter, Importer, das natürlich für die Wirtschaft immens schädlich und das ist auch schädlich, besonders auch für die Preise, weil da gehen die Waren natürlich auf den Zuseite vom Kanal mehr teuer. Ich meine, das muss man absolut verhindern. Und noch muss ich sagen, wenn wir den Akkord nicht ratifizieren, das sind noch die gemeinsamen Spielregeln, die wir ja so lange verhandelt haben, nicht die Applikation. Das heißt, da kann es sein, dass es dann eine ganz deloyale Konkurrenz zwischen Eisenbetrieben mit hohen Umweltstandards und sozialen Standards an der anderen Seite, wenn es da in die andere Richtung gehen, gibt es wirklich eine Konkurrenz deloyal gehen. Das muss man verhindern. Und dann ein zweiter Punkt ist natürlich, wir haben mehr Levier für Druck auf Briten zu machen, wenn wir den Akkord haben. Weil wenn sie bis den Achse auf unserem Marché haben, und sie geben sich nicht etwas halten, da können wir hin so, dann kriegt er Importtarife auf dem und dem Bien, und dann muss er dann an dem Sinn bezahlen. Das ist das, wo man dann mehr Druckmittel auf Großbritannien damit kriegen. Da werde ich im Parlament dafür plädieren, dass wir den Akkord in April hier am Parlament de Kring Lucht gehen, muss natürlich auch noch am Conseil approviert gehen. Ich meine, das wäre der richtige Weg, den man muss gehen. Und da muss man natürlich auch gucken für all die total nicht am Handel sind, die mir trotzdem sind ganz Sachen, die besonders für Studenten mehr schwierig gehen. Wir haben den Erasmus, das ist den Mobilitätsschema von den Studenten in Europa, wo Großbritannien nicht mehr mitmacht. Das heißt, das ist auch mehr schwer für Studenten dann auch mal ein Semester studieren zu gehen, Kita dann wahrscheinlich auch viel mehr teuer für sie gehen. Und dann noch zweitens, wir sind konsideriert wie n'importe quel Drittland, das heißt, als Studenten kriegen keine Ermäßigungen mehr bei den Abschreibegebühren, zum Beispiel bei den britischen Unien. Das heißt, generell werdet für als Studenten, als Lützeburger Studenten in Großbritannien mehr teuer gehen, das ist natürlich ganz dramatisch. Da muss man auch gucken, dass wir als Lützeburg stehende Studenten vielleicht dann die schon da sind und nicht mehr so einfach fortkommen, dass man denen noch da finanziell vielleicht ein bisschen in den Term greifen. Und da muss man gucken, dass man mit den Briten an Verhandlungen kommen, für notamment da vielleicht ein Follow-up-System zu finden für die Studenten, zwar dass sie zurückkommen an den Erasmus oder zwar, dass man trotzdem für als Studenten eine gewisse Avantage raushandeln. Das wäre natürlich auch immens gut für als akademische Landschaft, weil wir leben von den Synergien, von den Austauschen, das wäre immens wichtig. Voilà, das sind ein paar von den Hauptpunkten, die nach Tisch bleiben. Ich hoffe natürlich, dass auch an Nordirland die Situation sich so sehr wie möglich wird beruhigen. Ich hoffe, dass natürlich ganz viel Spiel und da sind noch ganz viel politisch Geschichten, die laufen. Ich meine, wir müssen helfen, dass wir dazu beitragen, dass der Frieden an Nordirland erhalten bleibt, dass den Good Friday, der Karfreitag-Akkord für den Frieden noch weiter kann spielen kann. Da müssen wir alle Guten zusammen aufpacken. Aber wie gesagt, ich werde alles dafür machen, dass wir den Akkord auch nach diesem Montag ratifizieren. Da haben wir dann auch als Betrieber die bestmöglichen Chancen gehen. Und da muss man auch gucken, was für Lützeburg noch wichtig ist, nach den sogenannten Memorandum of Understanding für Servicefinanzien. Auch da muss man den Hundeschlummel, den Draft gesehen. Die muss man gucken, dass das auch nach durchgeht, für dass man da auch die bestmögliche Kooperation behalten, weil auch für den Finanzsektor ist es wichtig, dass man so offen wie möglich, also guten Échange wie möglich weiter mit der City of London können haben. Und das sind die großen Herausforderungen. Ich sage schon mal merci für die Nolauschen und ich hoffe, bis geschwind bei meiner Sendung, dem Europa Live-Ticker mit Christoph Hansen.